Madame Minister. Merci, Herr Präsident. Ich gesehen, dass das Gesetzesprojekt für viel Diskussion sorgt und das nicht immer einfach Sachen einfach durchzuklären, weil aber ein ganz Reihe Prozeduralfragen noch dran sind. Du weinst, und das waren auch ein bisschen Konfusionen, teilweise haben sie an wie. Mir war das Finalität von diesem Gesetzesprojekt aus Strafprozeduren zu beschleunigen und effikaz zu machen, dass von Projekten, die ankommen dann an no, und auf der anderen Seite also das Ziel, die Reform vom Sursis zu machen. Und das Ganze schreibt sich an die Rekommendationen vom GAFI. Wir hatten, wie gesagt, den 27. September 2023 kurz mal den Rapport von Chlor hervorgegangen, dass das meine höchste technische Konformität, mit der man muss Verbesserungen machen für die Effekazität vom Dispositiv. Wir gehen natürlich auch an Kritiken von einer ganz Reihe Expertgruppe, notamment auch der Greta, der Grevio an, auch mit drohen auch der Bedenken von der Voix des Survivants, für die wir heute gemeinsam in der Chambre diskutiert haben. Es sind 4 große Änderungen an diesem Gesetzesprojekt. Die erste ist, wie gesagt, die vom über de Blanchiment Artikel 501.6 vom Code Penal, wo wir probieren, den Dispositiv zu vereinfachen, an dem auf den Delit an den Crime renvoyieren an dat ass eng Formulation de Text, die man aus eng Gesetzesprojekt geholt hun von ihr Madame Tanson op Rekommandaioun vum Staatsrot an och vum Barreau. Den zweiten wolle als Dannerungen vom Code de Procédure Penal, wo man ein ganz Reihe Maßnahmen vorgesehen an das, was schon angeschaut ist, das ist die sogenannte Mini-Instruktion. Mini-Instruktion göttet schon wie lang, aber es war der Konstat, dass sie nicht effekaz ist und dadurch auch nicht genug kann benutzt werden. An der Park geht es ganz klar auch erklärt, dass besonders in Matière von Cybercrime und Phishing der Zeiten extrem util kann sein an das Prozedur, so wie sie lo, also ich meine, das ist ein von der Prozedur, ass net effikaz am Sinn, dat sie net schnell genug firkommen. An sie hu gesot, dat ze 1100 Dossien hatten 2024 also 4 pro Tag. Am Kader von der Mini-Instruktion kann der Parquet, also verschiedene Akten, kann nicht alles machen, kann verschiedene Akten, wie Perquisition, Audition von einem Terrain, Zeugen, Expertise an der Reperage. Kann aber keine Écoute-Telefonik und kann auch kein Mandat de Depot an diesem Kader rausgehen. Sie nehmen das 5 Akten. Und der GAFI hat tatsächlich auch rekommandiert, dass man eben Enquete parallel mal Dateiwert zu führen. Dann solle de beméigch sinn, dat de Parquet net nëmmen 1 Akt ufréet méi Akten. An dodech hummer natierlech Lëch vun der Fraktion, die immer bëssen ausgeweit, ja woch net substanziell ausgeweit ginn, a wat hauptsächlich geschieet, ass den Delé e vun 3 Mäint gestracht ginn, fir dats ma méi schnell weiterkommen. An ech verstehen all Kritiken vum Droit de la Défense. An Herr Moser huet eng Moioun deposiert fir justement dem raschen so well. Ich war nicht dabei bei der Diskussion im Parquet. Wir waren schon richtig verstanden, dann wird der Prokureur auch mehr wie eigentlich so das ein Froh von der Enquete, de manière générale, weil wieder man nicht an der Instruktion sieht, fallen auf die von der Enquete. Und ich muss ich so, es waren 60.000 Enqueten. Das ist ein Problem, das nicht Mini-Instruktion als solches betrifft, mehr ist sie bereit, auf den Weg zu gehen, an die Regeln von der Enquete zu überschaffen, was den Accès auf den Dossier bleibt. Und wenn Sie nicht aber froh, dass man konnte mit diesem Projekt, die wie gesagt eine Reihe Bedenken auch vom GAFI raschen, und kommt weiter gut, und wir werden auch können über die Enquete schwätzen an den Accès im Dossier, aber das ist nicht just ein froh von der Mini-Instruktion. Und auch das war doch an der Kommission noch thematisiert, das den Teil der Situation. Und da will ich aber kurz auch auf meine Antwort auf die Question parlamentär von Sven Clement revier, wo klar gesagt ist, dass der Parquet nicht auf RD zitiert, mir wesentlich mehr lang Delayen hat, für justement, dass der Prävenu kann auch den Dossier gucken und sich präparieren auf die Audition, also auf die Sitzung für Gericht. Dann ändern wir den Artikel 102 vom Code de Procédure Penal für eben auch den Dispositiv mehr effikaz zu machen, weil man merken, dass Prozeduren oft blockiert sind, weil man nicht Leid und Leid kommen. Aber besonders bei Gesellschaften, du wennst aktualisieren wir den Dispositiv für physische Personen an mir sie klar für, dass Gesellschaften auch können einkulpiert gehen am Fall von ihrer Absence. Wie gesagt, Mini-Instruktion, da kommen wir bei den wahrscheinlich den Artikel, den wir heute am meisten diskutiert haben, das ist den Artikel 195.1 vom Code de Procédure Penal. Es war so am Moment, dass der Richter muss extra motivieren, wenn er feste Prison schwätzen, aber wenn er kein Sursis akkordiert bei Krimen und Delien. Wir ändern das Prinzip
Zum Teil aber auch nicht ganz, wenn man lo einen Unterschied machen zwischen manner schlimme Straftaten und mehr schlimme Straftaten. Und wir setzen an dem Sinn genau den Akkord der Koalition die vier gesagt, dass bei mir schwierige Straftaten, wo klar auch sieht, dass da sie Beispiele mit dem Prinzip umdrehen. Das heißt, Ziel, also Perspektiv umzudrehen. Wenn der Richter ein Dossier für uns schlein hat, da guckt er nicht sein Element am Dossier für feste Prisung, aber er guckt sein Element am Dossier für Sursis. Aber wenn der kein Dossier, da gibt es auch kein Sursis. Das heißt, wir nuancieren, das ist nicht ein 180-Grad-Wand par rapport zu dem, was 2018 festgegangen ist, aber wir gehen mehr spezifisch auf Kriminalität grave. Und andererseits hat mir wichtig ist, dass wir hier endlich als auch mehr für Kriminalität grave und dadurch rekrutieren wir auch mehr an der Magistratur, wir rekrutieren mehr an der Polizei, mit das Wichtigste, dass wir Kriminalität grave hier in Konsideration holen. Der Gaffi hat auch klar gesagt und hat klar gesagt, dass viel sur sie Gespräch gibt und dass das nicht dissuasiv ist, wenn es mir reagieren, auch dummer da hier drauf. Und ich muss sagen, die kritisiert hat, ich schon aber keine Alternativen. Hai dich gesehen für den doten Problem ernst zu lesen. Die widersprechen doch zum Teil, weil die so die Wert sogar Limit prat bei der Violence domestique op die Weg zu gehen und das genau do wo der so wo Zölle nicht giffen hier gehen. Zölle sind volatil ja oder den Jahr so oder dann das Jahr so. De manière générale an der Tünne auch den Markbaum ob ein Question parlementaire 2024 geändert geht de Sursis aber an Blut. Das heißt, du kannst so ein heißen Zölle nicht sind dann noch viel zu viel. Und das még such. Und ich hätte gerne einfach, dass der Richter, wenn er sich mit dem Dossier beschäftigt, dass die dote Frau guckt, dass er guckt, sind Elemente da für den Sursis zu sprechen. Aber wie gesagt, das ist eine Umsetzung vom Akkord der Koalition und das ist besonders aber auch ein starkes Signal. Wir sind an der Owenschweg oder wir kommen nur an Deutsch und das besonders ein starkes Signal, wenn wir schwätzen, gegen Gewalt, gegen häusliche Gewalt. Mengen da muss man auch können soen voilà, mir hätte gern, dass die zusätzliche Schürte an dem Dossier dran ist, für das geguckt wird, als der Sursis justifiziert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die hat ja all die Petitionen, die waren dabei, die geht bei all die Assoziationen, dann hoffen schon dahin Haut auch erklärt, wer der Haut so gestimmt hat, wie wer da so gestimmt hat. Partei ist wie gesagt eine erste Etappe, es werden nach Etappen noch kommen. Die wisst, dass man notamment im Kader vom Drogendurch eine Gruppe de Travail auch angesagt hat, 4 Prozeduren zu akzelerieren. Da werden die ersten Projekte Ende des Jahres, aller spätestens Anfang nächstes Jahr kommen, für die ganze Prozedur auf den Weg zu stellen. Weil wir können uns nicht immer beschweren, dass es so lange dauert. Also, sobald wir einen Propos machen, sehen wir 100.000 Schwierigkeiten, wieso wir die Prozedur könnten akzelerieren. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir diese Etappe heute machen. Und ich so nicht, merci für die Unterstützung.